Na Freunde, alles klar? Seid ihr bereit für eine neue Runde hier bei Breath of the Wild im nächsten Schrein hier ohne einen Zerstörer? Mal gucken, ob es überhaupt funktioniert. Ich bin gespannt. Scheiße. Ja, hätte ja sein können, dass es funktioniert. Kehre zurück zum Schrein des Lebens, nimm die Waffe dort an dich, du Vollidiot. Ja, ist schon gut. Ist schon gut, gar kein Thema. Ah. Das ist eine geile Idee gewesen. So, bevor ich es vergesse, habe ich auch schon die letzten 3 Parts vergessen. Amiibo-Modul. Yeah! Was ja Link mal ein bisschen so für sich alleine gestellt und ohne großes Hintergrundwissen getan hat, will ich jetzt mal bewusst machen. Und zwar will ich jetzt eigentlich, sprich, wenn ich das Let's Play eigentlich beende, nochmal gegen Ganon antreten und so weiter, will ich das eigentlich in der Heldentracht machen. Also zumindest in einer von vielen. Hallo? Ah, hier. So, das war jetzt die Amiibo mit Majora's Mask Link, genau. Oh, Feuerpfeile. Die Chance ist immer gering, war. Ich muss vielleicht auch mal ein bisschen Offscreen sammeln. Aber das ich ja ungern mache. Egal. So, das war Majora's Mask Link. Dann haben wir noch einen hier. Das ist der Super Smash Bros. Amiibo Link. Müsste also eigentlich der von Twilight Princess. Aua! So kam ein Ding nicht an. Das wäre es gewesen, war. Hätte ich jetzt einen Zerstörer angehabt. Oh, ja, du bist halt tot, von der Kiste erschlagen. So ein Jammer. Oh, Königsschwert. Okay. Dann mache ich jetzt mal den Ocarina of Time Link. Wild. Okay. Ja, endlich mal eine der Mützen, ey. Also zumindest mal eines der Ausrüstungsteile. Die Zeitmützen. Der Held, der durch die Zeit reist, soll sie getragen haben. Passt Kindern und auch Erwachsenen. Ja, schön, ich bin nur erwachsen, also von dem her. Oh, die Aufzugehen wird sicher lustig werden. Ich glaube sogar auch für alle irgendwie Sternteile. Super. Gut, sicher mal ein komplettes Set. Am liebsten wäre im Prinzip Ocarina of Time wäre cool. Skyward oder ja, Twilight Princess. Jetzt kommt mal der Wind Waker dran. Also natürlich am liebsten natürlich alle, gar keine Frage. Eine Zitterforelle, ja, die zittert auch ein bisschen, man sieht's. Bombpfeil, ja gut. Antike Pfeil wäre auch gar nicht mal so schlecht, aber ich glaube nicht mehr so viele, wenn ich ehrlich sein soll. Oh, leck mich am Arsch, noch 16 Stück, ja, der hat ein bisschen verballert, scheiße. Naja. Kann wieder kaufen gehen, war also nicht so ein Ding. Wo ist's hier? Warte mal, sonst Segel ist da runter, aber kein Bock drauf. Das ist das Skyward Sword. Oder? Ja, trägt das Marshall in der rechten Hand, also müsste es eigentlich das sein. Okay, nee, habe ich irgendwo noch eine kluge Waffe? Okay, die ist sowieso bald down. Gut, dass das auch mal geklärt hätte. Ach ja, ich kann eigentlich mal die Recken-Amiibos zeigen, auf der Gelegenheit, in den nächsten paar Folgen. Ich schaue mal an, sind noch die von Mifa, oder? Mietner, wie kann man sagen? Mietner. Wow, 2 Rubine in so einer Holzkiste. Naja. Okay, soweit alles klar. Muss dann wieder zurück, prüfen oder annehmen. Von mir aus, machen wir's. Aber hey, immerhin schon mal die Zeitmütze. Ocarina of Time und so weiter. Passt ja auch sehr gut zur Zitadelle der Zeit, wenn man es mal so ehrlich sagen möchte. Die große Frage, wenn man sich so ein bisschen überlegt, von wegen den ganzen Links und so weiter, ist natürlich ja, eine schöne Parodie an die ganzen anderen Zelda-Spielen, so schön zusammengefasst und so weiter. Man kriegt ein bisschen was, ja, gezeigt, sag ich jetzt mal, oder auch, was heißt gezeigt, man kriegt ein bisschen was extra für den Preis der Amiibos, sag's mal so. Ist natürlich auch alles ganz geil. Was mich aber jetzt in der Hinsicht eigentlich mehr interessiert, wäre echt die große Preisfrage. Warum ist da vorne ein Krog? Nee, das ist nicht die große Preisfrage. Die große Preisfrage für mich ist ja immer noch,
In welcher Timeline spielt Breath of the Wild? Gibt ja immer noch so viele Varianten und Theorien und hast nicht gesehen. Vielleicht bringt das DLC ein bisschen Licht ins Ganze. Ja, ich weiß, das Teil ist scheiße. So. Das wäre echt gut, wenn sowieso kann ich niemand den Tempel hier hinten kommen und den Schrein von mir aus. Wieso muss ich gut 4 Schreine? Ich meine, die Waffe, der Zerstörer sieht schon so aus, als wäre es irgendwie ein Vierzack, aber schon mal erwähnt, wie so eine quasi, ja, nicht eine Gabel, nicht nur 3 Zacken, aber trotzdem. 4 für 4 Titanen, ich sehe das hier schon. Und das Ziel davon ist also ein 5. Titan, der dann in mir gehorcht oder so etwas. Kann ich mit dem auch irgendwie durch die Welt reisen und gegen Ganon einsetzen? Das wäre vor allem geil, wa? Gegen Ganon einsetzen, 5. Titan. Wobei, wer soll den steuern? Wir sind ja im Kampf gegen ihn, geht gar nicht. Oh, stimmt, bin ich hier oben in der Kälte. Ups. Schnell rein, sonst bin ich sowieso gleich down. Und das wäre dann nicht so geil, wenn ich ehrlich sein soll. Okidoki. Ja, die Timeline, ist echt schwer zu sagen, weil auch ingame-mäßig oder vor allem mit der Story, es gibt so viele Andeutungen auf verschiedenste Zelda-Spiele. Holla, da ist ein bisschen dunkel hier. Willkommen, Pilger, mein Name ist Etsui Koibo, du wirst geprüft werden. Eigentlich ist der Name von Zelda. Leitendes Licht. Okay. Ja, ich zocke gerade auf dem Fernseher, oder versuche es gerne, und ich sehe relativ wenig. Bin vor allem für euch auf YouTube lustig, weil ich will es noch ein bisschen nachbearbeiten und so mit ein bisschen mehr Kontrast, mehr Licht und so, und ihr seht von mir gar nichts mehr. Ja gut, aber relativ wenig Bock da irgendwie rüber zu springen. Mit Eis ist hier nix. Was ich nicht ganz verstehe, warum leitendes Licht. Da habe ich jetzt ein bisschen meine Mühe mit der Definition leitendes Licht, wohl eher schneidendes Licht. Alter, ich sehe nix. Das ist krass, ey. Oh, jetzt sehe ich ein bisschen mehr. Und nicht so viel, dass es ein bisschen pieksig wird. Das sehe ich schon. Also gar keine Chance habe ich zu sehen, sind irgendwelche Truhen. Ich sehe nichts in das, obwohl ich eine Brille aufhabe. Muss ich da mal reinziehen. Hallo? Okay. Alter, das ist dunkel. Ich sehe nix. Er kommt irgendwie durch, aber ich sehe nix. Ich sehe nix. Das wäre mal ein cooler Folgentitel. Jetzt sehe ich ein bisschen mehr, das was ich sehe, gefällt mir nicht. Mann, Alter! Zu viel Licht, zu wenig, können wir mal reinigen. Ich hoffe, ich schaffe es zum ersten Mal, weil hier nochmal raus und rein will mich ein bisschen ankotzen. Ja, leck mich am Arsch. Gut. Alter. Jetzt noch fucking Gegner. Normalerweise kein Problem, aber nur ein Viertelherz. Also falls irgendwo eine Truhe versteckt ist, bin ich natürlich angearscht. Oh, warte mal. Ja, ich habe nur einen Zerstörer dabei. Scheiße, natürlich keine Fackel, wo ich auswählen kann. Ich hätte noch ein Feuerschwert, da bringt mir hier alles nichts.
Feuerschild wird es ganz praktisch. Und Wächterschild? Ich sehe nicht sehr viel mehr, wenn ich ehrlich sein soll. Okay, warum weißendes Licht? Ich habe keine Ahnung. Ach, es wird noch mehr, Gott sei Dank. Ja, die Truhen hast du sehr gut versteckt, ich habe keine einzige gesehen. Arsch mit Uhr, nee. So, ist hier noch was los, oder wäre nicht das erste Mal? Nee. Nö, okay, Link, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe keinen Bock mehr drauf. Da frage ich mich gerade, warum so 4 spezielle Schreine? Warum brauche ich den Zerstörer hier drin? Weil du wirst nirgendwo irgendwie speziell gefragt, wir mussten Zerstörer anwenden. Es wird dir auch keine spezielle Belohnung geben. Du kriegst normale Bewährungen, die du auch sonst bekommst. Bei anderen Schreinen. Das ist irgendwie, ja, fabriziert ein bisschen Schwierigkeiten. Eine coole Stellung. So. Da können wir ein neues Herz kaufen. Yeah! Also, bald. Du mir auch, ey. So, Zielen. Kannst du noch Zielen nehmen, du nein, in deiner Umgebung. Ja, alles klar. Nächster Tipp, Galopp. Pass auf, fällt das Ausweichen schwer. Ja. Er hat was. Also, Flucht ergreifen können. Ja, Fisch erwischen ist eher ein bisschen schwieriger. So. Bevor ich gleich drauf gehe. Ich habe gerade was gehört. Ne, Melodie. Wieso eine Melodie? Weil mein DLC heißt immer noch Ballade der Recken, Ballade, Lied. Deswegen, überall, wo ich gerade irgendwie ein anderes Lied höre, steige ich gerade ein bisschen auf. Ich habe es vorhin gar nicht gehört, am ersten Schein. Hä? Verwirrend. Aber guck mal an. Ich habe ja rechts oben da noch der Anzeichen mit den Schreinen, den 81 Schreinen, die ich bereits absolviert habe. Und die hier, die DLC-Schreine, sag ich jetzt mal, die werden gar nicht dazugezählt. Interessant. Die Währungen werden dazugezählt, aber die Schreine selbst nicht, okay. Es ist halt einfach nur, wenn die Schreine halt absolviert wurden, dass die halt irgendwas aktivieren. Alle 4. Die Währungen, weil es halt normale Schreine sind, kriegen dann nochmal 4 dazu, halt nochmal ein extra Herz, okay. Und Ausdauer wäre eben geil, wenn das noch ein bisschen weiter, weil, ja, am Schluss habe ich irgendwie 30 Herz oder so, ja, ist ja cool. Aber mit nur 3 Ausdauerbalken, naja, oh nee. Nee, sehen wir nach Gegner aus, nee, bitte nicht. Ja, denke mir am Arsch, es ist ein Gegner, nein. Es ist eine Kraftprüfung. Oh, mein Name ist Rune Koriba. Koribo wohl eher. Ja, natürlich, eine Schwierigkeitsplus. Leck mich am Arsch. Kann man gleich einsagen lassen. Ja gut, ich meine, wir müssen einmal treffen. Aber schaff das erstmal. Wieso eigentlich Plus? Was passiert jetzt? Gut, eigentlich ist easy, wir müssen einmal treffen, fertig. Ja, aber nicht so. Okay, nichts gesagt. Ja, ich meine, klar, wenn's... Hier ist natürlich was anderes. So, du siehst alles, hast ein weites Umfeld, du hast nur einen Gegner. Da ist sowas kein Problem. Aber hätte doch ganz anders sein können. So, ich würde gerne da ein paar Dinge mitnehmen. Sortieren, dankeschön. Dann, er wird die antiken Dinger gerne behalten. Urboser Schatzschild sowieso. Ja, toll. Erstmal natürlich noch ein paar Plus-Waffen sogar. Was habe ich hier noch Schönes? Kann der auch weg. Wir am liebsten einen Zerstörer wegschmeißen. Ne, komm on. Die großen Dinger werden natürlich behalten. Dann habe ich hier noch einen Königs-Zweihänder. Normal, Königsschwert. Das Masterschwert. Masterschwert weglegen. Was? Masterschwert unendlich zu 30? Seit wann hat das Masterschwert eine unendliche Power? Kaderschwert unendlich. Hä? Achso, nee, das hat damit zu tun. Okay, da hatte gerade, wer ist jetzt kaputt? Der Zerstörer ist unendlich, ja, weil Masterschwert hat maximal 60 oder so. Wenn man halt das erste DLC noch machen würde, was ich nachher noch mache, nach dem zweiten DLC, übrigens ein bisschen aneinander, ich weiß, er macht's noch.
also quasi die Heldenprüfung oder die Prüfung des Schwertes, heißt glaube ich offiziell, dann ist das Masterschwert immer im aufgeladenen Modus, also immer bei 60 Stärke. Und ich glaube, es geht zwar noch kaputt, es verliert noch seine heilige Macht nach einer gewissen Zeit, oder gewissen Stärken, aber es braucht viel, viel mehr als jetzt aktuell noch. Aber so irgendwie im Hinterkopf. So, ja toll, was haben wir jetzt noch alles weg? So ein Lanz wäre schon ganz geil. Antike Schwert doch eigentlich weniger wegwerfen, aber ein Königs... Das ist momentan echt kein Problem. Ich würde gerne vor allem mal Mifas Waffen und so einfach mal ablegen. Das wäre geil. Mein Königsschwert, aber jetzt... Bis aber jetzt 3 Königsschwerter, hallo? Nein, mach's gleich mal so, wa? Jo, gefällt mir besser. Gut. Erledigt, ja, Schwierigkeit plus. Wobei er hat 3000 Erfahrung, 3000 KP, also 3000 irgendwie das normale gewesen, oder? Bei dem fetten Teil, da war es 2000, weiß ich gar nicht mehr. Oh, ich glaube, ich sehe warum. Bombenfalle 10, danke schön. Ich glaube, ich sehe warum plus. Weil es noch weitergeht. Das ist neu. Hallo? Ich komme in friedlicher Absicht. Ach du Scheiße. Jo, hat man genug. Dann langsam mal die ein. Oh, hier gegen 13, aber auch gar keine. Ne, ich habe genug Eisfalle, komm. So, 13 mache ich so platt, dann den letzten mache ich nochmal. Okay, ja, geht. Okay, gut, gut, gut. Müsste alles klappen. Der zu 1500 kriege ich auch anders platt. Jetzt sehen wir jetzt mit den Schilden aus. Ich habe so einen noch. Okay, okay. Ja, warum eigentlich? Komm. Sie leuchten ja schön. Ich bin momentan sowieso in Leuchtner-Mission unterwegs. Na, war klar. Aber natürlich alle getriggert war. Oh oh. Na, wo wohl? Ja, komm schon. Na, toll. Gar nichts, war. Mich hier unten auch treffen kann? Fragezeichen. Hier ist also soweit nichts, okay. Hätte ja sein können. Ich glaube, da ist nichts, wa? Okay. Oh, ein Riesenkern. Cool. Reaktorkern. So, Wächterschild, Wächterlanze normal. Nee, die brauche ich alle, glaube ich, nicht, weil ich mich richtig erinnere. Da ist eine Truhe, da komme ich hoffentlich von da. Oder auch nicht dran. Super. Ah, ist noch mehr Gegner, super.
Bogen, Bogen, Bogen. Ja, noch ein paar Ishin-Bögen. Nimm mal die Ishin-Bögen, komm. Okay. Ja, ich bin ein bisschen vorsichtiger, Freunde. Habe keinen Bock hier groß zu krepieren, aber ich glaube, es ist aber alle erledigt, wa? Ich will zumindest hoffen. Dann hätte ich zumindest 2 Schreine an einem Part abgehackt. Ja, dann kann ich jetzt leben. Das ist besser als die letzten 3 Parts. Naja. Gut, ein Reaktorkern auch noch. Das gefällt, das gefällt. Ja, brauche ich nur einen Schlüssel, wa? Und der müsste ja eigentlich hier drin sein, sonst geht sie nicht mehr ganz mit rechten Dingen zu. Ja, okay. Deswegen hole ich auch Schwierigkeit Plus und im Ganzen, weil, ja, es ist ja nicht nur Schwierigkeit, man muss noch ein bisschen was anderes machen. Oh, ich gerne mal einen Save Point. No! Nein! Alter, war der schnell. Game Over, bitte sag mir nicht zu Beginn des Schreins, das wäre so assi. Das wäre so verdammt assi, hey. Zu Beginn des Schreins starten. Bitte lass mich hier, wo ich den Schlüssel eingesetzt habe, starten. Ich habe den Schlüssel noch, hä? Geht da ist auch offen. Wenn ich einen Schlüssel habe, spielt es keine Rolle, was sonst noch so erwartet. Okay. Super. Ja, komm, ich muss eh üben. Toll, ein 10er. Haben einen richtigen Angriff hier. Ja, ich muss üben, dann machen wir einen richtigen Angriff. Komm. Okay. Es war genug geübt für heute, Freunde. Ja gut, immerhin behält man, oder sagen wir mal, die Schlüssel-Items. War insofern... Es ist noch nicht frustrierend, es ist ein bisschen nervig, ja, aber es geht. Es ist alles noch im grünen Bereich. Es ist natürlich mit einer Unfähigkeit, mit meiner Unfähigkeit zu tun. Okay, schön. Gut. Weil ich es nicht getroffen habe. Das war ziemlich unfähig. Okay. Haben wir die Tür auf. Offenbar kommen ein paar runtergesaust, wa? Weil noch ein zweiter angegriffen. Oh, Entschuldigung, konnte ich leider gar nicht mehr verhindern. Ja. Dumm ist auch noch so ein Fuckteil. Hä? Nicht tot? Alter, das sind antike Pfeile, die ich hier verschieße. Oh, leg mich doch am Arsch. Ja. Wo ist der andere hin? Ups! Nein! Oh. Da zu uns auch die. Oh, was machst du denn da? Kuckuck! So, wo ist der andere?
Das war ein runter... Okay. Ja, der Big Boss Dings Typ ist so runtergeflogen. Bin jetzt nicht ganz sicher gewesen, ob er echt tot ist oder einfach nur so tut. So Typen gibt's ja auch. So, Ah, okay, deswegen. Ja, er geht natürlich ziemlich steil runter, also. Der kommt nicht wieder. Was für neue Schreine plötzlich, wa? Hui! Ja, wenn du natürlich Hardcore-Challenge-Modus haben möchtest, dann musst du eigentlich nur mit Zerstörer rumlaufen. Für den Rest des Spiels. Oder generell eigentlich, aber geht ja gar nicht. Also Beginn des Spiels weg? Nee, geht gar nicht. So, dann langsam mal zufrieden? Die Arschgeigen? Alter. Ja gut, Freunde. Ich würde mal sagen, in der nächsten Folge dann, genau, noch der letzte der 4 Schreine, vielleicht auch der schwierigste, keine Ahnung. Also prüfen, der Stärke meistert. Stärke Plus bitte, es ist Schwierigkeit Plus gewesen. Da bin ich sehr empfindlich. Ja, gib her einen Scheiß. Eine Währung, dankeschön. Tschüss. Tschüss. Hau ab. Verschwinde. Drecksteil. So. Jetzt bin ich viel glücklicher. Okay, Freunde. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal wieder hier bei Breath of the Wild 2. DLC. Mit dem Zerstörer unterwegs. Wird lustig. Tschüss.